Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen nochmals aus Andalusien. Ja gut, da kommen noch ein paar Videos, aber heute sind wir hier an der Fuente de Piedra. Das ist die größte Lagune in Andalusien. Hier leben zahlreiche Flamingos und letztes Mal am Schluss haben wir euch ja auf dem Parkplatz, oder hat euch Louis nochmals gesagt, dass wir jetzt hier sind und dass es in diesem Video weitergeht, und genau deshalb gehen wir jetzt auch los. Wir sehen die ersten Flamingos auch schon. Ganz drumherum werden wir wohl nicht gehen, aber ihr werdet ja sehen, wie weit wir kommen. Los geht's! Die Flamingos schon wirklich sehr nah. Wir haben sie ja schon in Frankreich gesehen, in der Camargue, da kamen wir teilweise auch nah ran, aber vor allem auch in Portugal haben wir sie gesehen und da kamen wir nicht ganz so schön heran. Aber ich muss schon sagen, für das, dass ich gar nicht wusste, dass es so viele Orte mit Flamingos hier in Europa gibt, haben wir sie echt schon häufig gesehen. Europa? Ist geil. Ort hier. Der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Es hat überall so Aussichtspunkte, die richtig schön angeordnet sind, wo man die Flamingos beobachten kann, wenn es dann hat. Hier hatte es, nur die mit der Kamera einzufangen, ist leider gar nicht so einfach. Ich habe es probiert, aber mehr Zoom geht nicht. Ja, aber der Besuch, der lohnt sich auf jeden Fall. Ist cool hier. Wir sind jetzt hinter dem Visitor Center im anschließenden Museum noch drin. Das ist kostenlos und kann man einfach so besichtigen. Es hat hier die verschiedenen Ausstellungsstücke, natürlich auch viel über die Flamingos, über das Brüten und so weiter. Es hat hier aber auch eine Karte, wo ich gerade davor stehe, wo man sieht, wo in Europa oder auch in Afrika die Flamingos sind. Wir sind im Moment ja hier an der Fuente de Piedra und man sieht, es gibt auch in Portugal Stellen oder hier an der Küste entlang. Die blauen Zonen sind Zonen, wo sie auch brüten, und die orangen, das sind einfach dort, wo sie vorkommen. Und es ist schon spannend zu sehen, wo sie überall sind. Die Camargue ist auch angegeben, da waren wir ja schon, da haben wir sie ja auch gesehen. Aber zum Beispiel auch in Italien, im Po-Delta oder auch in der Türkei gibt es Orte. Auf Sardinien, das wusste ich auch gar nicht. Es ist echt spannend, wo das sie überall sind. Jetzt haben wir es, glaube ich, gesehen hier. Ja. Jetzt fahren wir weiter und ja, wir haben noch ein, zwei Stopps geplant für heute. Wo das alles genau hingeht, ihr werdet es erfahren. Wir sind jetzt zurück nach Antequera gefahren, sind bei den Dolmes
heißen die, glaube ich, irgendwie. Auf jeden Fall haben wir diesen Tipp bekommen, wir sollen hier hinfahren, das sei echt spannend anzuschauen. Wir haben keine Ahnung, was es ist, respektive wir wissen, dass es irgendwelche Steine geht. Wir informieren uns jetzt, versprochen. Und dann sagen wir auch ein bisschen genauer, wo genau wir hier sind und was wir hier machen wollen. Wir haben uns jetzt das komplette Wikipedia dazu durchgelesen. Und ganz ehrlich, wir wissen zwar, dass es sich irgendwie um Megalithen und solche Sachen handelt. Über diese Zeit, Epoche und Baustil und Völkergruppe oder keine Ahnung, haben wir allerdings keine Ahnung. Deshalb machen wir es uns ganz einfach. Unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zum Wikipedia-Eintrag. Wer jetzt wissen möchte, was das Ganze hier auch bedeutet, der kann das gerne dort nachlesen. Uns ist das viel zu kompliziert, um das in 3 einfachen Sätzen hier wiederzugeben. Aber die Bilder, die zeigen wir euch, denn der Ort an sich, der ist echt schon cool anzuschauen. Und man kann ihn auch kostenlos besichtigen, weshalb ein Ausflug hierhin durchaus Sinn macht. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Und meine Meinung noch kurz dazu, ich finde das sehr wohl beeindruckend, wenn das zwischen 4.000 bis 5.000 Jahre alt ist und vor so vielen Jahren gebaut wurde. Was die ganze Geschichte dahinter soll, ist so irgendwie ein Grab oder eben doch nicht. Das ist ein bisschen undurchsichtig und da müsste man sich jetzt weiter hineinarbeiten, aber das machen wir nicht, weil also das interessiert dann ehrlich gesagt mich auch ein bisschen zu wenig. Ich finde es schon mal spannend anzuschauen und da man sowieso gratis hin kann und wenn man in Antequera ist, kann man sich das ja auch anschauen. Gemäß Wikipedia ist es eine der wichtigsten Megalithbauten in Europa. Also wer sich für das Thema interessiert, der ist hier bestimmt richtig. Für uns zwei war das jetzt ein bisschen zu plump. Eben, nix. Already in love before you came in, washed away the tears from yesterday. We talked for hours and time went fast. Eigentlich wollten wir hier nach hinten ja nur kommen, um uns etwas anzuschauen. Das muss jetzt aber noch einen Moment warten, weil hier hat es so eine schöne Picknickzone, wo man auch direkt den Van parken kann. Ich weiß nicht, wir müssen mal nachschauen, ob das hier sogar erlaubt ist, um zu übernachten. Und ja, deshalb haben wir jetzt beschlossen, hier ein kleines Blättli zu machen. Und eine Jause, oder? Würde ich mal sagen. Von mir aus, für mich ist das Blättli. Und jetzt lassen wir es uns hier in der Sonne ein bisschen gut gehen, bevor wir dann doch noch ein paar Schritte laufen müssen, um zu sehen, warum wir eigentlich hier sind. In silence or in screaming noise, we're meant to be, there ain't no choice. I told you my life was beginning, the moment I saw you I was winning, already in love before you came in, washed away the tears from yesterday. Und der eigentliche Grund, warum wir hier hinten sind, ist das hier. Eine Quelle über 100 Rohre, ich weiß auch nicht, wie ich es übersetzen soll. Pipes oder Ganes ist das Wort auf Spanisch und Englisch. Ihr seht es kommt wirklich das Wasser aus zahlreichen Rohren aus dem Fels hinaus. So wirklich natürlich ist das Ding nicht, aber schön aussehen tut es trotzdem. Und wir haben dank dem diesen wunderbaren Ort gefunden. Genau, und nur schon für das Picknick da drüben, wir haben es euch ja gerade gezeigt, für das war der Weg echt lohnenswert. Und auch die Anfahrt durch die Olivenhaine, es ist echt schön hier.
Wollen wir hier unsere Tanks füllen? Was meinst du? Könnten wir eigentlich machen, aber es steht halt, dass das Wasser nicht getestet ist. Keine Ahnung, wo das wirklich herkommt. Ich bin erstmal meine Schuhe am Putzen. Für das ist die Quelle aber sicher nicht gedacht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, aber es hat praktisch dafür. Wir gehen jetzt noch essen, weil ihr wisst ja, wir können nicht anders. Wir sind in Spanien, es gibt einfach zu leckeres Essen. Und für euch haben wir noch die Auflösung vom letzten Video. Da haben wir nämlich gefragt, wie viel denn das letzte Abendessen wohl gekostet hat in Antequera. Das waren 25,75 €. Wer am nächsten war, ploppt jetzt hier unten auf und darf uns gerne seine Adresse zusenden. Dann gibt es eine Postkarte von uns. Wie gesagt, wir gehen jetzt noch essen. Für euch ist hier Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das nächste Mal starten wir dann hier direkt vom Platz, zeigen euch noch, wo genau, in welcher Marina wir heute Nacht schlafen. Und dann geht es weiter der Küste entlang. Ich habe sowas gehört von wegen einem weißen Dorf, das da noch auf uns wartet. Aber ihr werdet es sehen, wenn ihr dran bleibt. Und das lohnt sich doch, weil Europa ist geil. Und da müsst doch ihr auch mal wieder ein paar Tipps und ein paar schöne Orte mehr sehen von unserem geilen Kontinent. Jetzt habe ich es zweimal gesagt und ich habe es genossen. Tschüss zusammen, bis die Tage. I saw your smile from far away. I came right up to you and said, how about we said instead? I told you